ist Weihnachtszeit, es ist Weihnachtszeit. Schaut, wie's Jesus Kind, schaut, wie's Jesus Kind in der Krippe liegt. In der Krippe liegt. Gott ist zu uns gekommen, Gott ist zu uns gekommen, weil liebt uns so, weil liebt uns so. Freut euch, ihr Leute, freut euch, ihr Leute. Es ist Weihnachtszeit, es ist Weihnachtszeit. Guten Abend miteinander. Ich freue mich sehr, dass heute Abend so viele Leute in unsere Stadtkirche schauen können, was Kind und Team in den letzten Wochen miteinander geübt haben. Die Weihnachtsgeschichte, die in der Bibel steht, handelt von der Geburt von Jesus, Gottes Sohn. Er ist in Bethlehem geboren und für viele war er der lang ersehnte Retter gewesen. Die alte Weihnachtsgeschichte, die wir uns an Weihnachten erzählen, kennt jeder. Aber niemand von uns war dann richtig dabei gewesen oder weiss, wie das dort zu und her gegangen ist. Habt ihr euch zum Beispiel schon mal gefragt, mit was für Problemen die Engel haben müssen kämpfen, wo sie sich überlegt haben, wie sie die gute Nachricht auf Erde bringen wollen? WhatsApp und Insta hat es nämlich noch nicht gegeben. Schauen wir und hören wir doch gerade mal zu, was die Engel so zu bereden haben. Liebe Engel im Himmel, ich habe euch alle zusammengerufen, weil Gott mir wieder eine wichtige Aufgabe gegeben hat. Ja wirklich, darfst du wieder auf die Erde runter? Jetzt bist du doch erst gerade vor ein paar Monaten bei dieser Jungfrau in Nazareth gewesen. Gott hat auch mich zu der Maria beschicken. Ich war schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr auf der Erde gewesen. Es ist schon nicht gerecht. Alle Schutzengel dürfen hin und her auf die Erde ab. Nur wir Hauptengel dürfen nur ab, wenn etwas Wichtiges ist. Und meistens sind wir nur der Gabriel. Manchmal ist es hier im Himmel schon sehr langweilig. So, Engel, sind jetzt nicht ungeduldig und hören, bis ich fertig bin. Also, ich habe doch der Maria gesagt, sie kommt ein Kind über, wo der Sohn von Gott wird sein. Das wissen wir. Und nächste Nacht kommt das Kind eben auf die Erde. Wir sollten das den Menschen sagen. Wer? Wir? Wir alle. Ja wirklich, alle Hauptengel. Ja, wir alle. Juhu! Das wäre ja das erste Mal, dass Gott uns miteinander schickt. Es ist eben ein ganz besonderer Anlass. Wir müssen sogar auch alle anderen Engel auch mitnehmen. Was? Der ganze Himmelschor mit allen Engeln? Ich trommle sie gerade alle zusammen. Das wird ja herrlich. Gabriel, was für ein Lied singen wir? Eins, das wir schon können? Nein. Für den ganz besonderen Anlass habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Habt keine Angst, hört, was wir singen. Hört uns zu, Freude wir euch bringen. Laufet jetzt geschwind, durch den Herrn vorher. Ist in der Nacht, Jesus Kind geboren. So, ihr Engel, schön habt ihr das Lied gesungen. Und jetzt steigt geschwind auf eure Sternenblitztrottis. Los geht's, ab auf die Erde! Ja. Was Sie jetzt gesehen haben, war ein richtiger Szenenwechsel. Während Engel vom Himmel ausgeschwärmt sind, viele Kilometer Richtung Erde, richten wir unseren Blick auf die Stadt Bethlehem. Der Ort, wo Jesus geboren ist. Wir sollten meinen, dass die Leute hier gerade als Erste den wunderbaren Engelsgesang hätten hören sollen. Aber weil eine Volkszählung die ganze Stadt in Aufruhr versetzt hat, haben die Leute mit ganz anderen Sachen zu tun. Sie sehen, wie die Leute hier fleissig am Arbeiten sind. Die einen bereiten am Strassenrand das erste Essen für die Tagesschicht zu. Die Angestellten vom Hotel haben schon lange nicht mehr so viel zusammenlegen. Lassen wir doch gerade mal zu, was die Leute so reden. So viele Touristen haben wir hier in Bethlehem schon lange nicht mehr gehabt. Eine Volkszählung bedeutet viel Aufwand und Arbeit. Im Moment habe ich keine Freizeit mehr. Die vielen Leute machen viel Schreck. Mein Rücken tut weh.
Wir Hauptengel sind enttäuscht. Niemand in der Stadt hört unsere frohe Botschaft. Ja, noch. Jetzt probieren wir es halt noch bei den Hirten auf dem Feld. Leider sind die aber immer ein bisschen dreckig und schmecken nach Schaf. Hey du, wach auf! Du kannst doch nicht einfach schlafen. Das ist deine Nachtschicht. Jetzt, was gerade so viele wilde Tiere in der Gegend hat, die könnten ein Schaf stehlen. Was ist los? Werden wir angegriffen oder gibt es Gewitter? So hell wie es heute Nacht ist, kann es wirklich noch ein Gewitter geben. Schaut mal, das Wetter leuchtet am Himmel an. Oh ja, da ist ja wirklich etwas los am Himmel. Wie in Bethlehem. Dort ist im Moment ein riesen Chaos. Das ist wegen der Volkszählung. Alle Leute müssen in ihre Heimatstadt gehen. Die auf der Reise sind, haben doch schon Panik, dass sie keinen Platz mehr zum Schlafen finden. Ah, wegen dem hat heute wahrscheinlich niemand in Bethlehem meine Wolle kaufen. Für uns interessiert sich das sowieso niemand. Meine Familie ist schon seit ich denken als Hirte unterwegs gewesen. Ich weiss nicht mal mehr, als ich auf die Welt gekommen bin. Schaut mal dort am Himmel, es wird plötzlich so hell. Du täuschst dich, dort ist nichts. Siehst du nicht mehr gut? Doch, ich sehe es auch. Ein helles Leuchten und Strahlen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mir blendet es und ich höre Stimmen. Hilfe! Habt keine Angst, hört, was wir singen. Hört uns zu, Freude wir euch bringen. Laufet jetzt geschwind, zu Bethlehem fuhren. Ist in der Nacht, das Jesus-Kind geboren. Träume ich jetzt gerade mit offenen Augen oder habt ihr das auch gerade gesehen und gehört? Also ich habe jetzt gerade einen grossen Chor mit Engeln gesehen und habe sie gehört singen. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist da vorne in diesem Stall ein gewisser Jesus geboren. Dass ich das mit meinen alten Tagen noch erleben darf.
kann es kaum glauben, das kann kein Zufall sein, dass uns die Engel erschienen sind. Das muss wirklich ein besonderes Kind sein. Still ist die Nacht, heilig ist die Nacht. Die Engel haben eine Botschaft gebracht. Auf den Feldern haben sie die Hirten vernommen, sind zum Stall von Bethlehem gekommen, suchen ein kleines Kind, suchen ein kleines Kind. Still ist die Nacht, heilig ist die Nacht, psst, das Kindli nicht verwacht. Sagt der Josef an den Hirten ins Ohr. Sie gehen still rein und stehen davor, vom schlafenden Kind, vom schlafenden Kind. Die Hirten haben jetzt gehört, dass Jesus geboren ist. Wir alle hier innen haben Glück. Auch wir haben es gehört. Von da an hat sich die gute Nachricht auf der Erde verbreitet. Bis zum heutigen Tag. Doch jetzt wollen wir zuerst noch mal kurz hören, ob die Engel überhaupt zufrieden sind mit ihrer Arbeit. So, das hat jetzt endlich wunderbar geklappt. Gott wird zufrieden sein mit uns. Jetzt können wir wieder in den Himmel zurück. Los, spannt eure Flügel auf. Oh nein, noch nicht heimgehen. Bitte noch nicht heimgehen. Es ist so schön da unten auf der Welt. Gott hat doch gesagt, alle Menschen müssen es wissen. Dann müssen wir zuerst noch mal viel singen, bis es alle gehört haben. Wollen wir es nochmal in der Stadt probieren? Das nützt nichts. Nein, ich glaube, das reicht schon. Die Hirten, die jetzt mit eigenen Augen sehen, was passiert ist, werden alles von selber weiter erzählen. Uns Engel braucht es da nicht mehr. Können wir nicht noch ein Lied singen? Nur eins. Oh, ja, bitte. Jawohl, wir singen gerade miteinander. Also gut, noch eins. Aber da will ich, dass alle mitsingen. Meinst du auch die hier zuschauen? Ja, auch die. Jawohl, wir singen gerade miteinander. Die haben völlig mehr. Das Lied, das wir jetzt singen, ist leider nicht auf dem Liedblatt drauf. Aber ich bin mir sicher, gerade die Eltern haben das Lied wahrscheinlich hinter sie und für sie schon gehört. Und wie es die Engel gewünscht haben, wir wünschen, dass ihr einfach probiert mitzusingen, so gut wie es geht.
Jetzt ist es schon durch. Jetzt haben wir so lange miteinander geübt und ihr habt euch so mega Mühe gegeben und jetzt haben wir das Krippenspiel aufgeführt. Ihr habt das mega gut gemacht. Ihr seid die Stars vom heutigen Abend, ihr Kinder. Ihr seid zum Teil 5-mal hintereinander am Samstag gekommen, üben. Wir haben im Religionsunterricht miteinander geübt und ihr habt euch das Beste gegeben. Das hat man gemerkt. Ich habe euch immer wieder gesagt, ihr seid wie ein Puzzlesteinchen. Und für das es am Schluss ein schönes Bild gibt, ein schönes Puzzle, braucht es jedes Einzelne. Und ihr habt wirklich euren Teil gemacht. Ihr seid alle in eurer Rolle aufgegangen. Und das ist super. Ich möchte euch ganz herzlich dafür danken, dass ihr so super mitgemacht habt, dass ihr die Texte so gut geübt habt und so gut mitgesungen habt. Und ich möchte mich gerade auch bei den Eltern bedanken, die jetzt da sind oder die vielleicht im Livestream zuschauen, dass ihr eure Kinder am Samstagmorgen hierher geschickt zum Üben, dass sie Texte können üben daheim. Das ist wirklich Gold wert. Danke viel, viel mal. Jetzt gibt es aber noch mehr so Puzzleteile, die dazu beitragen, dass so eine Weihnachtsfeier so eine schöne Zeit kann sein, die wir hier miteinander verbringen. Und da haben auch Leute damit zu arbeiten, die wir zum Teil gar nicht so merken, die uns ganz selbstverständlich vorkommen. Das ist zum Beispiel der Hans-Jörg Bettig an der Orgel, der schöne Musik spielt. Das ist das Sigristen-Team mit dem Hans Fuchs und der Yvonne von Asch oder auch der Beat Maurer, der dafür sorgt, dass wir so einen Livestream haben können und wo mich auch beim Leiten immer wieder unterstützt hat. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach ganz herzlich Danke sagen. Und jetzt, wir machen es so. Ich habe noch andere Leute, die ich verdanken möchte. Und wir machen einfach am Schluss für alle zusammen einen grossen Applaus. Dann könnt ihr dann so richtig loslegen, wenn wir dann allen zusammen Danke sagen. Ich möchte jetzt gerne noch ein paar Leute hier vorne bitten. Es sind sicher nicht alle da, aber die doch da sind, sollen doch gerade vorkommen und sich hier im Halbkreis aufstellen. Ich rufe jetzt einfach die Namen ab und kommt doch einfach gerade vorne. Das wäre Monika Weiss, Iris Lienhardt, Olivia Sutter, Seraina Gebhardt, Irene Odonou, Christian Hölzle, Andrea Wauschläger, Irene Ledermann, Rosmarie Lanz, Doris Priebs, Regina Maurer und der Andi Meier. Ganz zuerst möchte ich mich bei diesen Frauen bedanken, die mich bei den Proben so intensiv unterstützt haben. Das war wirklich, wirklich Gold wert. Wir waren ein Team von 6 Frauen und wir haben noch nie miteinander zusammengearbeitet. Und es war super, wie wir uns wirklich alle ergänzen konnten und wie jede ihr eigenes dazu beigetragen hat, dass es einfach gelungene Proben waren. Iris Lienhardt hat damals zum 9 Uhr, vielleicht war es für ein paar zum Morgen, hat damals zum 9 Uhr besorgt. Die Monika Weiss hat immer super Ideen gehabt, wo ich so froh war darum. Die Olivia Sutter hat uns mit ihren Theatererfahrungen bereichert und ist im letzten Moment noch eingesprungen, wo noch ein Kind gefehlt hat und ist in eine Rolle eingeschlüpft. Seraina Gebhardt hat uns musikalisch begleitet und Irene hat mit ihrem Einfühlungsvermögen einfach auch zum
guten Gelingen und zu diesen Proben, dass es eine runde Sache wird, beitragen. Ich möchte euch einfach ganz von Herzen danken. Es war lässig mit euch und ich werde es auch ein bisschen vermissen, nicht mehr zu proben an den Samstagen. Dann der Christian Hölzle. Er hat dafür gesorgt, dass wir ganz modifizierte Abläufe hatten zwischen den einzelnen Szenen. Er hat hier umgebaut und umgestellt. Dir auch herzlichen Dank. Andrea Wohlschläger, du hast die wunderbaren Rollenspielgewänder vor 2 Jahren schon genäht und für diese Aufführung die schönen T-Shirts kreiert und die Sterne ausgedruckt und aufgeglättet. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank. Irene Ledermann hat dir dabei geholfen. Sie ist jetzt heute nicht da, aber auch ihr zählt der Dank. Die Regina Maurer ist heute nicht da. Sie hat ganz viel Krippenspielerfahrung und hat mich beim Umsetzen von diesem Krippenspiel mit vielen Ideen und viel Motivationskraft immer wieder unterstützt. Auch ihr ganz herzlichen Dank. Und dann möchte ich noch meinem Mann Danke sagen, am Andi Meier. Er hat die Trottinett-Parkplätze geschreinert und dazu beigetragen, dass das Krippenspiel in dem Sinn mit diesen Himmelsgefährten auch zu einem speziellen Anlass geworden ist. Und jetzt hoffe ich einfach, ich habe Rosmarie Lanz, genau. Bin darum bei der Reihenfolge bei der Liste ein bisschen verkommen, darum habe ich die jetzt übergumpelt. Rosmarie Lanz, die hat auch etwas ganz Wichtiges gemacht, zusammen mit der Doris Briebs, die jetzt nicht da ist. Und das dürfte euch Kinder interessieren. Sie haben nämlich Päckchen eingepackt. Für jedes von euch Kind, das mitgeholfen hat beim Krippenspiel, gibt es am Schluss ein Päckchen bei mir. Ihr müsst also zu mir kommen und ich gebe die Päckchen raus. Für jedes. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt und sind die Päckchen einpacken. Und jetzt geben wir all diesen Leuten mal so einen richtigen Applaus. Wir haben schon wieder. Was? Wir haben schon wieder. So gefällt so wieder. Ah! Ich glaube, ich will eigentlich auf mein Knöpfchen bei diesem Fläschchen auf Mut oder Mut. Und jetzt glaube ich abschalten für die Stille Nacht heim, schaffe ich keine Möglichkeit. Ich will nämlich auch noch Danke sagen. Danke sagen am Ursi, der das alles koordiniert hat, mit euch allen koordiniert hat, eben, dass euch ein Einsatz auch Sinn ergibt und schlussendlich zu einem Ganzen geworden ist. Und mit euch Kind das eingeübt hat, sei es am Samstagmorgen, sei es im Unterricht während der Woche gewesen. Und Ursi, ich glaube, man kann sagen, bei dir hat Weihnachten schon im Sommer angefangen. Du bist schon im Sommer voll gedanklich bei dem Krippenspiel gewesen und hast alles minutiös geplant und vorbereitet, damit das heute so wunderbar geklappt hat. Ich will dir Danke sagen, Ursi, für den Einsatz und ich habe dir hier auch ein kleines Geschenk. Ich hoffe, du kannst jetzt dann so ein bisschen runterfahren, wenn das Adrenalin zurückgeht und du dich kannst entspannen. Und du hast ja schon so viele Kerzen im Vorfeld verschenkt, so denke ich, darfst du auch für dich ein Licht anzünden. Herzlichen Dank und ich wünsche auch dir noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Du musst so machen. Hier, so. So. Grille, das ist Grille. Das ist der Grille da. Der Hör geht auf. Und sie zeigt zu dem.
Bald ist Weihnachten und wir feiern, dass das Licht vom Frieden auf die Erde gekommen ist. Jesus ist geboren und hat uns Frieden gebracht. Das haben ihr Kinder uns im Krippenspiel erzählt und eben auch gesungen. Und uns allen den Auftrag gegeben, das Licht nicht einfach für uns zu behalten, sondern weiterzugeben. Und das wollen wir zum Beispiel tun, indem wir heute Kollekte sammeln. Wir sammeln das für die Sozialinstitution Family Network. Family Network ist eine regionale soziale Institution, wo Kinder und Jugendliche aus ganz verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihren Familien, bei ihren Eltern leben können, eben eine Gastfamilie, eine andere Familie vermittelt. Und es bleibt nicht nur beim Vermitteln, sondern sie begleiten die Kinder und die Jugendlichen auch in dieser Situation begleiten. Ein ganz wichtiger Auftrag, den sie hier haben. Und für diese Institution wollen wir heute Kollekte sammeln. Und alle von euch, die hier einen Beitrag geben wollen für das Family Network, können das dann am Ausgang machen. Es hat bei den Türen links und rechts davon oder einfach auf der Seite so braune Kessel. Und die dürft ihr, wenn ihr wollt, einen Beitrag reinlegen. Ja, wir schauen schon in die Weihnachtszeit raus. Es geht nicht mehr lang. Über nächste Woche ist es dann soweit. Und über Weihnachten werden auch wieder einige Gottesdienste hier in der Stadtkirche, aber auch in Strengelbach und in Vorderwald angeboten. Und ich bitte euch einfach die Informationen zu diesen Gottesdiensten, wenn das sie stattfinden und wo das sie stattfinden. Das können Sie im Kirchenzettel, wo jeweils im Zofiger Tagblatt erscheint, entnehmen, oder dann auf unserer Homepage oder in unserem Gemeindeblatt Ausblick. Dort könnt ihr euch informieren und wir würden uns alle freuen, wenn ihr auch über Weihnachten einmal hier bei uns in den Kirchen von der reformierten Kirchengemeinde zu Gast sind. Wir vom Vorbereitungsteam, die hier alle im Einsatz waren, wir wünschen euch schöne Weihnachten und dann auch Gottes Segen für das neue Jahr. Und wenn ich hier noch von mir rede, dann ist vorher noch jemand vergessen gegangen im Aufzählen vom Dank. Und zwar ist noch der Olivier Baumgärtner hier im Einsatz, der mir mitgeholfen hat beim Livestream und jetzt eben noch dran ist, dass der Livestream noch weiterläuft, auch wenn ich da vorne stehe. Danke noch dir, Olivier, für dein Mithelfen. Jetzt wollen wir den Gottesdienst aber schließen, indem dass wir zusammen Fürbitte tun, dann zusammen unser Vater beten und dann das Schlusslied, das Sie auf dem Liedblatt bekommen haben, das ist der Stern von Bethlehem singen. Und nach dem Lied empfehlen wir dann noch den Segen. Ich bitte Sie, zu all diesen Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, doch aufzustehen. Das Ausgangsspiel, das dann am Schluss der Hans-Jürg Bettig spielt, das hören wir dann noch einmal sitzend. Gott, wir freuen uns auf Weihnachten, auf das Zusammensein mit der Familie, auf das feine Essen und natürlich auch auf Geschenke. Wir wollen aber auch für die Menschen beten, die es im Moment schwierig haben. Wir beten für alle, die von ihrem Zuhause haben müssen flüchten und jetzt irgendwo auf dieser Welt unterwegs sind. Gib du ihnen Kraft, dass sie in ihrer schwierigen Situation die Hoffnung nicht verlieren. Und stell du ihnen Menschen zur Seite, die sie unterstützen. Wir bitten dich für die Menschen, die keine Arbeit haben. Schenk, dass in ihrem Leben eine Tür aufgeht und sie die Arbeitsstelle finden, die sie brauchen, die zu ihnen passt und die ihnen ein Einkommen gibt. Wir bitten dich aber auch für alle, die krank sind. Schenk du ihnen neue Kraft und Gesundheit. Gott, und du weisst auch, was uns Sorgen macht. Schenk du uns, dass wir darauf vertrauen können, dass du da bist und uns trennst. Und dass du ein Licht bist, das in unserem Leben vorangeht und uns hell gibt. Und so bitten wir dich mit diesen Worten, die du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen, das ist der Stern von Bethlehem. Ich bin einfach so ruhig da gestanden, so gelassen. Ja, ich habe es einfach geredet. Voll schön, wie hast du es geschafft? Das ist der Stern von Bethlehem, was mit Es ist der allerschönste Stern, kommet in Jüd von nah und fern, kommet in Jüd von nah und fern. Heiland wird der Stern euch sehen, und geht allem groß und klein. Im Krippli, arm und bloß, aber wird der König groß, aber wird der König groß. Nun danket eisem Stern, Zündet neue Lichter an, dass es hell wird überall und dass Dunkelheit verschwinden muss. Zündet Lichter an als Friedensgruß. Der Friede von Gott sei in dieser Weihnachtszeit mit euch allen. Amen.